Aber jetzt muss ich sagen, also jetzt kommt eine richtige Herausforderung. Wir wollen euch schon ein bisschen fordern in der Mundart, weil jetzt kommt der Mundart, wenn die wirklich anfangen zum Reden, verstehst du kein Wort. Tatsächlich, wir haben das große Glück, dass wir mit dem Schweizer Generalkonsulat das ermöglichen haben können, dass jemand von Bern aus hierher fahren kann. Sie hat Berndeutsch, spricht sie normalerweise, aber sie ist sehr versiert, also sie kann sogar richtig Deutsch schauen, wenn es sein muss. Ja, sie ist eine Liedermacherin, ein absolutes Allround-Talent, Tänzerin ausgebildet, hat Gitarre studiert, hat ganz viele Lieder geschrieben, hat als Clown auch schon gearbeitet, einen Zirkus-Contest gewonnen, was der Geier. Also ganz eine erfahrene Frau. Und ich bin ganz, ganz froh, dass wir sie heute da haben, einfach einmal was aus der Schweiz, weil das kannst du normalerweise mit den Einnahmen, die wir hier generieren, die Fahrtkosten gar nicht decken, gell? Und das ist schön, dass die kommen hat können. Und deswegen bitte begrüßt es mit einem ganz warmen Applaus die Bella Farni. Geht's gut? Ja. Habt ihr richtige Stimmung hier heute? Ja, wie sagt ihr? Die sagen Servus, Servus. Servus, Servus. Wie sagt ihr? Wie lebt ihr? Wie seid ihr also getroffen? Und wie heisst ihr? Olaf. Angenehm, Olaf. Ich bin die Bella Farni. Und wie Sie merken, ich bin nicht von da, ich bin von dort unten, aus der Schweiz. Ja, und bei uns sagt man Grüezi. Ja, aus der wohlhabenden Schweiz, wo alle mit der Kohle nur so um sich rumschmeißen. Jawohl, von da komme ich her. Und das erste Lied, was ich präsentiere aus der Schweiz, ist ein Schweizer Kulturgut Urgestein. Und der ist letztes Jahr gestorben, Bollenhofer. Und ich weiß, dass der 1977 auch in Deutschland war und das Lied Kiosk gesungen hat. Ich weiß, ihr kennt dieses Lied, aber jetzt geht's los auf Berndeutsch. Eine Sammlung für einen guten Zweck, sagt der Fritz, der vor mir steht. Dabei muss ich selber sammeln, wie das so weitergeht. Sie wollen alle etwas von mir, das Militär und das Steuerbüro. Ob schon sie erst kürzlich heim ins Alltag bekommen. Nachher heisst es in meiner Stammbeiz, hey, du zahl mir noch ein Bier. Aber ich weiss nicht woher. Ja, ich bin ja schliesslich selber Stier. Da kommt schon wieder einer, der Zigaretten nehmen. Natürlich war es mein letzte und Feuer habe ich ihm auch noch gegeben. Ja, bin ich Gottfried Stutz, ein Kiosk oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Bin ich Gottfried Stutz, ein Kiosk oder bin ich etwa eine Bank? Oder sehe ich aus wie ein Hotel oder wie ein Kassenschrank? Und dann kommt so ein wilder Hippie mit geflicktem Hosenbein und fragt mich überfreundlich, sag, hättest du mir nicht 10 Steine, es hat aufgeschlagen und kaum 10 Meter weiter, da quatscht mich einer an. Er hätte gerade gebraucht Kleingeld, ja, weil er kann nicht gehen mit der Strassenbahn. Ja, will sagen, wisst ihr was, in Berlin, ja, in Berlin oben war ich letztes Jahr. Da kommt in der U-Bahn, alle 2-3 Minuten kommt da einer, hast du mal einen Euro, 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 hast du mal einen Euro. Und wissen Sie was, ja man gibt solange man kann.
Ich musste flüchten von Berlin, zurück in die Schweiz und jetzt bin ich hier und mein Hut hat auch geöffnet. Und ich kaue mein Kaugummi. Ja, da lacht so ein Typ mich an, lässt seine Muskeln zucken und sagt, darf ich einen haben? Er wisse nicht, wo pennen, ob's vielleicht geht bei mir. Aber mir wurde grad gekündigt, ich steh selber vor der Tür. Ja Leute, bin ich denn ein Kiosk? Oder bin ich etwa eine Bank? Oder seh ich aus wie ein Hotel? Oder wie ein Kassenschrank? Bin ich Gottfried Stutz? Ja, halt. Heißt hier jemand Gottfried Stutz? Heißt hier jemand Gottfried Stutz? Hätte mich auch gewundert. Meine deutschen Kollegen meinten nämlich, Gottfried Stutz sei ein Name von einer echten Person. Nein. Gottfried Stutz ist bei uns in der Schweiz ein Fluchwort und heisst so viel wie Gottfried. Deli Sterne sich hure sich noch einmal Scheissdreck, aber doch nicht absetzen. Begreifst eigentlich gar nicht, du Löw. Ja. Ich muss mich gar nicht so lustig machen über meine Kollegen. Ich bin nämlich nicht viel besser. Ich dachte nämlich, Gesack sei ein deutsches Wort und heisst so viel wie Gepäck. Ja, ich habe es jahrelang in einem Berliner Song gesungen, mit Gesack und Radau. Aber wissen Sie was? In dem besagten Lied drin heißt es in Wirklichkeit mit Gesang und Radau. Ja, Gesack, dieses Wort existiert überhaupt nicht. Und wer hat es erfunden? Ja, wir Schweizer von der Helene, ja genau. Das hätte ja gut sein können, oder? Ja, ich meine, ihr Deutschen, gut in Bayern, das ist ein bisschen ein Unterschied, aber ihr sagt ja auch so komische Sachen wie zum Beispiel Kulturbeutel. Na mei, Kulturbeutel, bis ich das begriffen habe, um was es da geht. Ja, da habe ich mir doch jahrelang so ein Känguru vorgestellt, das mit dem Opernglas in die Oper geht. Du, dann kann es danach grad locker das Programmheftchen mit einstecken. Opernglas, Programmheftchen, Kulturbeutel. Nein, Kulturbeutel heisst bei uns Toilettentäschchen, Necessaire. Toilettentäschchen, Necessaire? Ja. Gottfried Stutz ist das kompliziert mit diesen Völkerverständigungen. Ja, Gottfried, das könnte schon ein Name sein. Aber Stutz? Stutz heisst bei uns, wie bei euch, Euro. Hast du mal einen Euro? Der Hut hat dann immer noch eröffnet, gell? Ich bin Gottfried Stutz, kein Kiosk. Und ich bin Gottfried Stutz, keine Bank. Und ich sehe nicht aus wie ein Hotel und auch nicht wie ein Kassenschrank. Ich bin Gottfried Stutz, kein Kiosk. Und ich bin Gottfried Stutz, keine Bank. Und ich sehe nicht aus wie ein Hotel und auch nicht wie ein Kassenschrank. Ja, da, hui. Jetzt wird mal eine Runde gehen. Hey, jetzt geht's aber los. Jetzt fange ich gleich an zu schwitzen. Jetzt geht's richtig los. Jetzt wird mal eine Runde gejodelt. Auf Schweizerdeutsch. Ha ha ha. Jololodi-jololodi-jo. Hutria-jololodi-jololodi-jo. Ja, bitte alle mitmachen. Jololodi-jololodi-jo. Hutria-jololodi-jololodi-jo. Jololodi-jololodi-jo. Hutria-jololodi-jololodi-jo. Jololodi-jololodi-jo. Hutria-jololodi-jololodi-jo. Jololodi-jololodi-jo. Hutria-jololodi-jololodi-jo. Jololodi-jololodi-jo. Hutria-jololodi-jololodi-jo. Jodel, von Bern nach Bayern. Bum, vom,
Im Kellerwirt. Na, flott ist es hier. Ja, aber ich habe jetzt trotzdem eine Frage. Wie sind Sie denn heute hierher gekommen? Zu Fuß? Hey, Applaus, das heutige Training schon gemacht. Yeah! Der gute Mann kommt zu Fuß. Sehr gut. Und Sie, wie sind Sie hierher gekommen? Nicht zu Fuß. Mit was? Mit dem Auto. Nee, Sie auch mit dem Auto. Hey, verdammt gut. Ja, ich fahre ja am allerliebsten mit dem Auto. Aber hier, da kenne ich mich überhaupt nicht aus, sorry. Da hat mich gestern der Rainer abgeholt. Sonst wäre ich total verloren gewesen. Ja, aber in meiner Heimat in der Schweiz und in Liechtenstein, von da kommt nämlich meine Mutter, da fahre ich nur mit dem Auto. Ja, ist doch alles übersichtlich, gell? Und alles geht viel, viel schneller. Und ich bin mein eigener Chef in der Kiste, jawohl, und habe das Sagen. Also, ich sitze in meinem tollen Auto, ja, und erledige 10 Sachen auf einmal und alles im Eiltempo. Zack, 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 bumm, tatsch, fertig. Ich bin doch nicht bescheuert und gurke mit dem Fahrrad die Schweizer Berge hoch und runter bis zur Erschöpfung. Nein, 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 nein. Ja, und wenn ich frische Luft brauche, ja, was mache ich da? Ich öffne das Fenster und atme die tolle Bergesluft ein. Ja, passt mal auf. In der Schweiz haben wir ja 4 Sprachen, oder? Also, ich fahre los, runter zu den Französisch Sprechenden ins Welschland, dann vorbei ins Wallis, zu den Ticinos, Tessin, Italienisch Sprechenden, dann rauf zum St. Bernardino Pass, runter zu den Rätoromanen, Bündnern, Chuderwelsch, versteht eh keiner dort, und zurück in die Stadt nach Zürich, Basel, Bern, zack, bumm, tatsch, bin ich schon wieder daheim. Ja, bei den Dialektlern. Zürich, Basel, Bern. An einem Tag fahre ich 5-mal um die ganze Schweiz rum. Ja, warum? Weil ich es kann. Das einzige Problem, ich bin nicht die Einzige. Das ist das Problem. Das ist der Autofahrer-Blues. Da kann ich besser lieber zu Fuß. Weil der da hinten spinnt im Gring. Und dann davor geht's zu wenig geschwind. Das ist der Autofahrer-Blues. Schafsäcke und Zeichen kommst noch draus, da nützt kein Jammer, kein Protest, da hängst einfach fest. Doch plötzlich die Strasse wird frei, jetzt kann ich fahren. Gang mir aus dem Weg und ich gebe Gas, gib Gummigusti, Richtung Süden zu den heissen Sonnenstrahlen. Ja, das macht Spass, das ist echt krass. Jetzt komm ich grad so richtig in Ekstase. Ich sage euch, was für ein super Freiheitsgefühl ist das. Ja. Doch plötzlich klebe ich an der Scheibe mit der Nase. Eine Vollbremse, wegen dem da, vor dem da vorne, muss ich weg vom Gas. Du Schafsäckuh, ich hab dir doch gesagt, du sollst rechts nicht vordrücken, du Tobu, spinnst eigentlich, geht's dir noch, du Schafskopf. Und dann fängt es erst richtig an. Also jetzt kommt ein richtiges Schweizer Schimpfwortlied. Ein Löw, ein blöder Siech, ein Glünki und ein Sörmu. Also, ein Löw, das ist ein Gläufi. Glopfi, wie heisst er? Gläufi, ein Löw, ein blöder Siech ist ein Pfui-Depp. Ein Glünki. Ein Löw, ein blöder Siech, ein Pfui-Depp. Ein Glünku ist so ein Holodri, ein Glünku, so ein Stürmi. Glünku, Sörmu ist ein Schwätzer. Ja, also diese 4 Jungs waren unterwegs. Ein Löw, ein blöder Siech, ein Glünki und ein Sörmu.
haben einmal zusammen einen Krach gehabt. Ein riesengroßes Gestürm. Weil der Glünki hat zum Löw gesagt, er sei ein blöder Sieg. Und er ist sofort zum Sürmu, was ja auch nicht jeder mir. Und er hat ihm das erzählt und gesagt, der Glünki sei ein Sürmu. Und der Sürmu hat dem Glünki gesagt, ja, der macht raus ein Gestürmu. Erzählt zum blöden Sieg. Und wo der davon hat gehört, hat er gesagt zum Löw, er sei ein Löw. Und das hat dieser gestört. Und er holt dem blöden Sieg eins um die Ohren, dass es blühtet. Und der Glünki läuft dazu und greift jetzt auch noch ein und wütet. Und der Sörmu und der Glünki und der Löw und der Blödsieg haben die ganze Nacht geschlägelt bis am langen Morgen früh. Das ist der Autofahrer-Blues. Da geh ich besser lieber zu Fuss. Weil der da vorne spinnt im Gring. Und dem da hinten geht's zu wenig geschwind. Das ist der Autofahrer-Blues. Schafsäck und Zeichen kommst noch draus. Machen doch da aussen was der wollt. Schon Mäggingen, Raser ist im Voraus. In Graben runtergefallen. Oh yeah, 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 yeah. Gib Gummigusti. Haben Sie was verstanden? Also eben diese 4 Jungs waren unterwegs und haben einander geschlagen und gekämpft, weil im Straßenverkehr ist es immer so eine Sache. Ich weiß nicht, wie es hier ist, im Fond, ob die da auch so rasen wie die Bescheuerten. Also bei uns in der Schweiz ist ja sowas mit den Kantonen, wir haben unsere Kantone und die von Zürich, die haben das ZH-Zeichen und die von Bern BE und jedes hat so seine Bedeutung. BE heißt zum Beispiel beeilet euch und so weiter und so fort. Also eben, das ist immer so eine Geschichte mit diesem Straßenverkehr und mit diesen Rasen und überhaupt, oder? Niemand ist schuld, immer der andere ist der Schafskopf, oder? Hat doch was. Das ist ungefähr das gleiche wie mit diesen ganzen Hymnen. Die Hymnen, das ist nämlich auch so ein Thema. In Deutschland. Die 3. Strophe verboten. Ja. Und rumdebattiert wegen 2 Wörtern, oder? Und wir Schweizer haben seit 2014 haben wir eine neue Strophe. Ja. Ist aber im Moment in den Schulen unterwegs. Also, die Schweizer Hymne, ich kann sie ja mal kurz ansingen. Nur kurz. Die alte noch, die traditionsgemäße, ja? Trittst im Morgenrot daher, seh ich dich im Strahlenmeer, dich, du hocherhabener Nee, hör mal auf. Ja, aber wissen Sie, eine Hymne, meine Damen und Herren, ja, Himmel und Sack. Eine Hymne sollte doch kein Schlaflied sein, oder? Es ist immer das Gleiche. Finden Sie die Hymne in Deutschland toll? Ja, müssen Sie ja jetzt sagen, also gut. Auf jeden Fall, aber meine Damen und Herren, eine Hymne, nicht nur in der Schweiz, überhaupt allgemein, es wird ja wirklich immer als eine grenzwertige Geschichte herumdebattiert, aber eine Hymne sollte doch kein Schlaflied sein. Eine Hymne sollte doch ein Lied sein, wo alle flott kennen und miteinander locker mitsingen können. Ja, und welches Lied aus der Schweiz kennt jeder und können alle flott mitsingen? Hat es weit über die Grenzen geschafft, nach Liechtenstein, Österreich, Deutschland, Schweden, Finnland, UdSSR, Kirkwall, Hellesild und Geirangerfjord. Ja, weit hinaus in die Charts. Ja, welches Lied? Jetzt geht's los, aber jetzt. Ja, grüezi wohl, Frau Stirnmann. Sagen Sie, wie leben Sie, wie sind Sie ja so dran? Ja, grüezi
Sie wohl, Frau Stirnmann? Sagen Sie, wie leben Sie, wie geht's Ihrem Mann? Ja, grüezi wohl, Frau Stirnmann. Sagen Sie, wie leben Sie, wie sind Sie ja so dran? Ja, grüezi wohl, Frau Stirnmann. Sagen Sie, wie sind Sie ja so dran? Und zu den Französisch sprechenden rüber in die France bei Genf unten da. Bonjour, Madame Stirnmann. Dites comment allez-vous, est-ce que ça va? Bonjour, Madame Stirnmann. Comment allez-vous, ça va? Und da gehen wir runter ins Ticino zu den Italienisch Sprechenden und jetzt geht's los. Buongiorno, Signora Stirnmann. Tutto a posto, va bene la vita. Buongiorno, Signora Stirnmann. Dimmi tuo marito, Giuseppe, va bene, so la la? Ja. Dann gehen wir rauf zum St. Bernardino Pass, runter zu den Rätoromanen, Kauderwelsch, das tun wir gleich überholen, wir gehen nach Bern. Grüß euch auch, Frau Stirnmann. Sagt ihr, wie lebt ihr, wie seid ihr auch so dran? Ja, grüß euch auch, Frau Stirnmann. Sagt ihr, wie seid ihr auch so dran? Und jetzt geht's los, jetzt gehen wir sogar über den Teich nach Amerika. Ja, in der Schweiz wird ja auch Englisch gesprochen, oder? Und überhaupt hier in Deutschland auch. Das ist eine internationale Sprache. Ja, hallo, hallo, hallo. Hello everybody and good evening too. How are you? How you do? Nice to meet you too. Hello everybody and good evening too. My name is Bella Farney. How's about you too? Ja, grüezi wohl, Frau Stirnmann. Sagen Sie, wie leben Sie, wie sind Sie ja so dran? Ja, grüezi wohl, Frau Stirnmann. Sagen Sie, wie sind Sie ja so dran? Juhu! Danke, ein Klapp zusammen. Sehr schön. Also, wenn Sie mich fragen, ich würde sagen, dafür sind die Hymnen doch da. Ja? Dass man eine flotte Stimmung hat und jeder weiß, um was es geht und das können alle locker mitsingen. Und mein letztes Lied an Sie ist eins von meiner CD. In meiner Schatztruhe da dürfen Sie nachher gerne zu mir kommen. Ricola habe ich auch. Schweizer Schock ist auch noch da. Genau, also nachher draußen, in der Pause, wenn jemand Hunger hat oder ein Zeltchen will, ein Stäffeli, wie sagt ihr dem da? Wie sagt ihr dem? Was, Gutli? Gutli? Also, nein, Gutli ist Schocki. Also das ist ein Stäffeli. Ein Stäffeli hier. Ein Stäffeli, das ist ein Zeltchen. Schocki ist da in der Büchse. Also der Hut hat auch immer noch eröffnet. Also mein letztes Lied ist ein eigenes Lied und das heißt, ich brauche Zeit. Also ich würde sagen, ein bisschen eine ernstere Angelegenheit. Aber dieses Lied handelt wirklich von der Zeit, weil jeder immer irgendwo im Druck ist und von A nach B rasen muss und keiner hat mehr Zeit in der heutigen Zeit und überhaupt, oder? Es wäre ja nicht schlecht, wenn man sich mal hinsetzt und das Leben genießt, oder? So wie Sie das jetzt tun, nicht wie ich da auf der Bühne Gas gebe und so, oder? Aber das heisst, ich brauche Zeit, ich brauche Zeit. Jetzt die Frage ist, wollt ihr dieses Lied hören auf Berndeutsch, auf Deutsch oder auf Englisch? Auf Chinesisch oder auf Russisch? Schweizerdeutsch, Berndeutsch. Los geht's. Hört ihr mich gut da hinten? Ah, ich habe ja auch noch die Boxen dort. Also, los geht's. Der Deckel geht mir auf den Kopf, es ist bitter von der Bärs. Mitleid brauch ich gerade keins, fühl mich nicht pompös. Du wirst geschlucht, macht es an der Reise, in der Rohmaschine musst funktionieren. Ja, nicht das und ja, nicht dieses und ja, nicht zu viel studieren. Es läuft halt manchmal so, wie's du grad nicht willst. Du denkst, morgen ist auch noch ein Tag, aber du bist im Hier und Jetzt. Ich brauche Zeit, das ist so weit. Ich brauche Zeit für mich. Ich brauche Zeit, ich brauche Zeit für mich.
Gedanken schwirren überall im All. Du weisst, du sollst noch so viel. Doch die Zeit wird knapp, der Nächste wartet schon. Du fragst dich, welche Rolle spiele ich in diesem Spiel? Du wünschst dir nur noch den Tag, wär wirklich für dich da, deine Träume zu realisieren. Nichts und niemand steht dir mehr im Weg, Bahn wird frei für deine Ziele zu ansteuern. Es läuft halt manchmal so, wie's du grad nicht willst. Du denkst, morgen ist auch noch ein Tag, aber du bist im Hier und Jetzt. Ich brauche Zeit, das ist so weit. Ich brauche Zeit für mich. Ich brauche Zeit, ich brauche Zeit für mich. Ich brauche Zeit, das ist so weit. Ich brauche Zeit für mich. Ich brauche Zeit, ich brauche Zeit für mich. Schau mich nur an, es ist nicht einfach gewesen. Ich stehe dazu. Am Nein sagen hat's gefällt, es wird mir jetzt klar. Endlich ist es so weit und ich habe wieder Zeit. Zeit für mich. Ich dürfte gerne mitsingen. Zeit für dich. Schöner Moment.